Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Was ist eigentlich hinter dem Horizont? Das frage ich mich manchmal. Was ist hinter der Grenze des Lebens, das, was wir vom Leben sehen? Was endet eigentlich mit dem Tod? Und wie geht es weiter? In unseren Kirchen feiern wir an diesem Sonntag Ewigkeitssonntag. Wir befassen uns genau mit dieser Frage. Wie gehen wir um mit dieser schmerzhaften Grenze, über die wir alle nicht hinwegkommen, wo wir nicht drüber hinaussehen können? Was ist hinter dem Horizont des Todes? Gerade in einer Zeit, wo so viel gestorben wird, wo das Sterben allgegenwärtig ist, die entsetzlichen Krisenherde, das Sterben in der Ukraine, das furchtbare Leiden, dem Menschen in Israel durch den Terror der Hamas ausgeliefert waren, aber auch das Leiden im Gazastreifen und an den vielen anderen Orten, die wir verdrängen. Was ist hinter dem Horizont? Es betrifft aber mich und nicht nur mich, auch ganz persönlich. Ich habe an so vielen Gräbern als Pfarrer gestanden, mit Angehörigen gelitten, versucht zu trösten. Und dieses Jahr stehe ich selbst in der Reihe derer, die sich am Ewigkeitssonntag auch trösten lassen wollen. Mein Vater ist gestorben und diese letzten Monate ohne ihn waren wirklich besondere Monate. Wenn ich am Sonntagmorgen in die Kirche gehe, dann frage ich mich, was tröstet mich? Was glaube ich, was hinter diesem Horizont ist? Und da gibt es zwei biblische Bilder, die mich in den letzten Monaten persönlich ganz besonders berührt haben. Schaut einmal hier, wie viele Türen und Räume es hier gibt. Jesus hat einmal gesagt, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Ich liebe dieses Wort, weil es bedeutet, dass keiner von uns ohne Wohnung bleibt. Keiner steht auf der Straße, keiner wird vergessen. Gott hat Raum für uns alle. Das, was wir auf den Friedhöfen erleben, ist wirklich nicht das Ende. Gottes Weg mit uns in die Heimat, bei ihm geht weiter. Und ein zweites Wort, das mich in den letzten Monaten sehr getröstet hat, steht in der Offenbarung, ganz hinten in der Bibel. Gott sagte, ich will abwischen alle Tränen von ihren Augen. Was ein wunderbares Bild, dass unsere Tränen nicht übersehen werden, dass da einer ist, der sie sieht und der unser Leid heilen will. Das Leid, wenn wir einen geliebten Menschen verloren haben, wenn wir getrennt sind von lieben Menschen, wenn wir an einer schweren Krankheit leiden. Gott sieht deine Tränen. Ich will deine Tränen heilen, ist ein Wort, das mir aus Gottes Hand für dieses Jahr ganz wichtig geworden ist. Das sagt Gott zu mir. Ich will deine Tränen heilen. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie das auch erleben, dass Gott Ihre Tränen abwischt von Ihren Augen und dass Platz in der Gegenwart Gottes für Sie ist. Gottes Segen wünsche ich Ihnen dazu. Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.